Grundlage für diesen großen sozialen Aufbau von den wahren Finanzen für das Jahr 2007, so wie es an der Mitte vom Jahr 2006 vorausgesagt war. Die Regierung hat gesagt, es kann die rechnen oder müssen die rechnen, mit einem Minus von 400 Millionen Euro am Jahr 2007. Aber wenn wir nur die Kontenquoten von dem Exerzice stellen wir fest, dass wir nicht nur 400 Millionen Defizit gemäht haben, sondern dass wir 1,1 Milliarden Euro Benefis gemäht haben. Also zusammen hat die Regierung sich geirrt um 1,5 Milliarden Euro. Das macht 20% vom Budget aus. Das ist ein Trefferquote, Herr Präsident, wo ich mengen, die gibt viele am Land von der Wempe her bis auf Prümling treffen, ohne dass man dürfen muss an der CSV sind. Das sind also hier CSV-Finanzspezialisten, der Finanzminister und der Budgetminister, die in Hai das gemäht und realisiert. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wann sie so schrecklich irrt. Erstens, sie kennen nichts von Finanzen. Weil das ist froh, dass der Herr Staatsminister schon mal direkt bei der ersten Möglichkeit zustimmt. Ich wollte mal die Chance geben, für zwei Möglichkeiten benutzen, aber wenn die aber schon bei der ersten mal zustimmt, kriege ich mal vorne schon die zweite Spuren. Ja, das ist gut. Die erste ist, sie kennen nichts von Finanzen. Und die zweite ist, sie kennen aber etwas von Finanzen. Und einfach Panik gemäht, wir können eine Ursache zu haben, für Sozialaufbau zu betreiben. Das ist das echt. Die zwei Versionen sind schlimm, Herr Staatsminister. Können ja schon raussichern. Ja, ich tue das geholt. Und hier sind wir momentan an einer ähnlichen Situation. Wir haben vom Staatsminister letzte Woche ein ganz Ritt von Maßnahmen vorgedroht gekriegt, aber keine Berechnung von einer von den 19 Maßnahmen bleibt dabei. Wenn ich für Druck gesagt habe, dass noch nie an einem Jahr führende Wahlen Steuer- und Taxenerhebung gemäht zu gehen, so muss ich die Aussage vom Herrn Staatsminister am Zusammenhang mit Anti-Inflationsmaßnahmen gemäht wird, an den selben Kontext setzen. Der Staatsminister hat gesagt, die Regierung hat zusätzlich dazu für eine paar Wochen dezidiert, altstaatlich verfügte Preise für den Rest von diesem Jahr und für das ganze nächste Jahr anzufrieren. Das wird nicht, Herr Präsident, mit Inflationsbekämpfung zu dienen. Das wird just mit dem 7. Juni vom nächsten Jahr zu dienen. Mit den Wahlen. Weil wenn die Regierung, wie ich für du gesagt habe, wird noch nie für die Wahlen Taxen und Steuererhebungen gemäht. Wenn die Regierung wirklich gerne etwas gegen die Inflation gemäht hat, dann hätte sie zum Beispiel eine von den Maßnahmen, die sie geholt an die Inflationstreifen fahren, dann hätte sie die zurückgeholt. Und auch den Aufruf vom Staatsminister und Gemengen das selbst zu machen, mengen ich, wenn ihr guckt, wie das uken, weil wenn ihr guckt, wie viel das den Gemengen, vor allem die Großgemengen, an den letzten Jahren massiv Steuern und Taxenerhebungen gemietet, aber wenn ihr nach gestern Zeitung gelesen habt, wo auch Gemengen, wo auch sogar Regierungsparteien mit an der Chefräte sitzen, massiv Steuererhebungen gelten, da kann ich also sagen, dass der Aufruf nicht gekommen ist. Analog meine ich auch, Herr Präsident, wenn ihr gesagt, dass die nächste Erhebung, eine massive Erhebung von dieser Regierung, ich habe gerade gesagt, wenn die Wasserrichtlinie umgesagt wird, dass dann den 1. Januar 2010 Wasserpreise massiv an die Luft gehen. Aber weil dort die Regierung, Herr Präsident, sich selber nicht und das hält, wo den Aufruf gemäht wird, nämlich keine Taxen an Steuererhebungen zu machen, für die Inflation zu bekämpfen, wird als Regierung so clever gewesen und wird an Proposition und an Projekt de Loi gesagt, dass die Erhebung Wasserpreis, von dem größten Teil dem Staatsbudget zurückkommt, dass die Index neutral wird. Das ist auch eine Lösung, dass wenn ihr dann so nicht fertig bringt, keine Erhebungen zu machen, dass ihr dann einfach ein Gesetz setzt, das Index neutral, dann ist ihr auch mal sich andererseits.